Konstanz ist ein begehrter Wohnort, aber die schönste Stadt am Bodensee hat ein Problem. Immer mehr Firmen bauen Arbeitsplätze ab. Das jüngste Beispiel ist Siemens. Der deutsche Weltkonzern baut in Konstanz seit Jahrzehnten automatische Anlagen für die Post- und Gepäcksortierung. Aber jetzt soll das Werk verkauft werden und dagegen wurde heute protestiert. Alfred Knödler. Trauerflor auf dem Firmenlogo. Die Bekanntmachung, dass Siemens in Konstanz in den kommenden 2 Jahren 200 von 900 Stellen streichen und den Standort verkaufen will, sorgte nach der Betriebsversammlung heute für eine Spontandemo. Schließlich erziele man seit 2 Jahren Gewinne über dem Branchenschnitt. Die Mitarbeiter sind verängstigt, dass sie ihren Job verlieren, dass man sich nicht an Vereinbarungen hält, dass es in Wirklichkeit eigentlich um eine Abwicklung geht. Und das ist natürlich sehr schlimm für den Standort. Also die Angst ist jetzt, denke ich, schon da, dass wirklich irgendwann der Laden zugemacht wird. Dass das ein seltsames Gefühl ist einfach, wenn so dieser globale Finanzkapitalismus zu Hause anklopft. Man kennt das so von anderen, jetzt ist es bei uns. Der Siemens-Konzern will sich verschlanken und fit machen für die internationalen Finanzmärkte. Die Paket- und Briefabfertigungsbänder, die in Konstanz gebaut werden, passen da nicht mehr ins Portfolio. Außerdem sind Gewinne von mindestens 8% Pflicht. Für die IG Metall ist das Heuschreckenkapitalismus. Siemens unterscheidet sich eigentlich in nichts mehr von einer Heuschrecke. Wenn es nur noch finanzmarktgetriebene Politik ist und nicht mehr für die Innovation gesorgt wird und für die Arbeitsplätze, wenn die Margen jedes Jahr weiter hochgetrieben werden, wo ist dann noch der Unterschied eigentlich zu einem Finanzinvestor? Ist das noch das gute deutsche Industrieunternehmen? Schon Anfang des Jahres bekam Konstanz die Globalisierung zu spüren. Damals zog sich der japanische Pharmakonzern Takeda aus der Stadt zurück. 700 Stellen fielen weg. Kritiker sprechen bereits vom Ende des Industriezeitalters in Konstanz. Die Stadtoberen sind dennoch optimistisch. Wir sind ein starker Standort für regenerative Energien, für Forschung, für Entwicklung, für Innovation. Und insofern sind wir Teil einer wandelnden Industrie. Und dazu gehört, dass manche Strukturen verschwinden und manche neu entstehen. Und ich betrachte das durchaus optimistisch und als Chance für uns. Eine Branche boomt in Konstanz bereits jetzt, der Einzelhandel. Durch den Schweizer Einkaufstourismus erwartet man das beste Weihnachtsgeschäft aller Zeiten. Zumindest ein Trost in einem harten Jahr.